Freunde, Prosperity gehört endlich uns. Wir haben einen Vertrag, Mann. Yeah, geil. Willkommen zurück zur 1800-Kampagne. Leinen los! Du hast die Pyrphoria mit ihren eigenen Waffen geschlagen. Neue Befehle, Admiral. Ja, kann man so sagen. Gut gemacht. Du hast Isabel und dem Empire einen großen Dienst erwiesen. Ich weiß, ich weiß. Isabel Sarmento. Ihre Majestät fordert Sie auf, von der unrechtmäßigen Aneignung von Prosperity Abstand zu nehmen. Einer Insel, die keinesfalls... Hör schon auf, Archie. Ist diese winzige Flotte alles, was wir versenken müssen, um unsere Insel zurückzubekommen? Vielleicht muss gar nichts versenkt werden, Eure Majestät. Wer seid ihr, hier ungefragt das Wort zu ergreifen? Das ist eines der Gutkinder, die ich erwähnt habe. Ein wenig nassforsch, aber überraschend hilfreich. Seht, hier der Vertrag für Prosperity und das Tagebuch unseres Vaters. Die Unterschriften stimmen nicht überein. Und jetzt vergleicht es mit einem Frachtdokument unseres Onkels Edward. Er fälschte die Unterschrift, um sich als Vater auszugeben. Dann ist Edward also der Verräter. Wir haben diesen Schwachkopf nie dazu autorisiert, in unserem Namen zu verhandeln. Die Vereinbarung ist hiermit null und nichtig. Dann wurden auch wir verraten. Wir werden uns unverzüglich von Prosperity zurückziehen, Eure Majestät. Dann werden wir heute keine Schiffe mehr versenken. Nicht einmal zur Abschreckung? Ich bedauere, Eure Majestät, aber das wird nicht nötig sein. Nun, in diesem Fall erklären wir, dass Prosperity an die Gutkinder zurückgegeben wird. Als Entschädigung für den Tod des Vaters und um sicherzustellen, dass Miss Sarmento sicher ist vor diesen Pyrphoriern. Sie sind mehr als nur ein Ärgernis. Und sie werden das hier niemals akzeptieren. Wir müssen vorsichtig sein. Sie haben recht, Isabel. Aber zuerst kehren wir nach Bright Sands zurück und stellen Onkel Edward zur Rede. Sein Spiel ist vorbei. Es tut mir leid, dass du all das durchmachen musstest, um Gerechtigkeit zu erfahren. Zum ersten Mal in meinem Leben empfinde ich so etwas wie Freiheit. Es scheint, du hast Neuigkeiten. Edward war der Grund für unseren Schmerz. Sein Gesicht zu sehen, wenn er begreift, dass wir alles wissen. Edward steckt dahinter? Er ist erbärmlich. Wie auch immer die Strafe ausfallen wird, Edwards Welt liegt schon jetzt in Scherben. Kapitel 4. Die Fackel wird weitergereicht. Okay. Edward ist für mich gestorben. Für mich schon lange. Edward. Ich sagte doch, er ist kein unbeschriebenes Blatt. Wir werden Edward unverzüglich zur Rede stellen. Ich habe ihm so viel zu sagen. Nicht nur du, Schwesterherz, nicht nur Sehe du. immer wieder die gleichen Gesichter. Dann vielleicht vorher mal noch ganz kurz gucken, was wir noch so vielleicht alles bauen könnten und so, bevor hier alles vorbei ist. Was? Ist auch nicht genug Handwerker. Das ist eine Schlagzeile. Was? Von ihrem Konto? Aha, Ei! an Edward, so ist gedacht. Oder gemein vor allem. Welch freudvolles Abbild von Ihnen. Ja, nicht wahr? Du willst mal wissen, was mit euch los ist. Es haben noch zu wenig Einwohner. Müsste eigentlich deutlich mehr sein.
Okay, gut von mir aus. Trinke ich. So, jetzt reicht's ihn aber. Hui, ist die groß. Ach du Scheiße. Könntest du bauen? Okay, das ist schon mal cool. Cool. Ich habe da Pläne für neue Expeditionen ausbaldert. Ja, ein anderes Mal. Alter, komm, da schnell mit der Expedition, hey. Hier rein in die Mitte, war. Ist, denke ich, am vernünftigsten. Ganz kurz gucken. Ja, ist schon hier. Was theoretisch hier auch gut wäre. Hier ist die Reihe zu hoch, wa? Da würde es hin. Also nicht machen. Hier wäre auch eine Option. Geht auch ein bisschen darum, dass man die anderen Häuser eine Reichweite haben. Aber ich glaube auch geht schon. So. Wie machen wir das? Ja, ich muss erstmal gucken, wo ich alle Häuser irgendwie platziere. Moment. Blauphasenmodus ist das erste. Deactivated. Die kann auch gut da oben platzieren. So, dann haben wir die hier in der Nähe. Beziehungsweise, wenn wir schon dabei sind. Alter, ich liebe es so, wenn man hier die Häuser verschieben kann. Das ist sowas von Affen mega geil. Also allein deswegen kann ich schon jedem sagen, jo, Anno ist mega geil, kauft es euch. Also 800 natürlich. Ja, natürlich auch, hey, gar kein Thema, aber das ist schon nur für sich und so. Okay, mal ganz kurz gucken. Ich meine, so wunderschön ist die natürlich auch nicht. Wir haben da, das sollte vielleicht schon eher so sein. Ach, die Musik plötzlich. So, dann muss er das hier ein bisschen anders machen. So. Was zum? Oh yeah. Bietet ihren Einwohnern diese Dienstleistung an. Ja, machen tut's nichts. Mein Hospital macht zumindest noch etwas. Polizeiwache, jo geil. Gut, Varietas macht. Varieté macht auch nichts. So, und fehlt ein Handwerken ja bloß noch. Ah, der Ruhm fehlt auch noch. Ah, neuen Welten importieren, der ist super. Erwarten neue Horizonte. Aber danach wieder Ruhm oder. Ah, wieder gefüllt, okay. Okay, hier ist irgendwas im Busch. Zumindest so ungefähr. Ist ja auch egal. Nochmal ganz kurz gucken. Ich weiß, die Bilanz ist mega, mega geil. Muss trotzdem mal schauen. Ja, stimmt eigentlich alles. Gut, also. Ein Schiff erster Klasse. Da ist der ist zurück. Neue Befehle, Admiral. So. Was? Prosperity! Was ist los? Da waren da waren so schöne, ihr wisst schon, da ist doch alles scheiße. Warum sind jetzt alle wieder weg? Nein, da war so eine schöne Stadt. Also der Marsch. Hey, bist du trotzdem hier oder was? Schön, in Zeiten wie diesen ein freundliches Gesicht zu War die sehen. ganze Zeit abgehauen, bist du wieder da? Für Dampfschiffe brauche ich nicht. Dampfschiffe brauche ich nicht.
Schuss! Das Teil brauche ich aber ganz dringend. Wenn es schweinemäßig teuer ist, dieses scheiß Item, ey. Knapp, wie gewöhnlich. Hutmacherei, ja gut. Banane mache ich auch nicht. Was für Dampfschiffe? Trefferpunkte erhöhen und so, ja, das ist eigentlich alles geil. Angebot erneuern, Alter. Vor allem war es noch nicht so teuer, oder? Gut, meine Bilanz ist für uns ja super, also insofern. Aber trotzdem. Ganz kurz mal gucken. Routen. Wo ist unser Schiffchen? Es ist unterwegs. Okay. Was war eine Frage, Leute? Neue Befehle, Admiral. Welches unserer Schiffe hat einen scheiß Vertrag dabei? Ich kann nur bitten. Der Rest obliegt dir. Hä, hatten wir bereits hier drin? Ach so, na bereits selber. Sag doch das gleich. Liebe Schwester, sag das doch gleich. Ist doch alles gar kein Problem. Unsere fette Uni. Man nennt es auch Muni. 28,30, hey. Jo, jetzt haben wir echt viele Handwerker. Insofern könnten wir echt mal noch die letzte Stufe brauchen, aber eben Pelzmäntel. Gut. Aber sei es drum, Freunde. Nehmen wir den Charter. Ja, warum eigentlich nicht, wa? Kriegsschiff meldet sich zum Dienst. So, die Insel gehört uns. Sind unterwegs. Mit all ihren Schätzen. Neue Ziele. Ist leider eben noch nicht da, war. Er hat gerne dann das Teil geben, aber okay. Jo, was sollst du uns sagen, Freunde? Wir haben ein paar Fregatten. Die machen einen guten Job. Ich glaube, wir haben hier langsam bis zu viele Schiffe, kann das sein? Scheiß drauf, heute haben wir auch ziemlich viele Dinger. Dann für später. Aber irgendwie noch den Ruhm optimieren. Das wäre vielleicht noch etwas, was man sich überlegen könnte. Ich wusste, wir schaffen das. Willst du nur tatenlos zusehen? Da war die, ja. Was machst du hier in der Familiengruft, Edward? Willst du in Ruhe deinen Verrat genießen? Wovon redest du, mein Kind? Das hier ist ein Gespräch unter Brüdern, nicht mehr. Lügner, du bist die Verkörperung der Schande. Vom ersten Moment an wusste ich, dass du nichts als Ärger machen würdest. Genug. Du hast Prosperity an die Perforia verkauft. Du hast Vaters Unterschrift gefälscht. Du hast ihn zum Tode verurteilt. Aber jetzt wartet dein Urteil, Onkel. Ich wusste, dass dieser Moment kommen würde. Ich sagte gerade zu eurem Vater, ich werde nie an ihn heranreichen, selbst wenn ich alles dafür hergebe. Er verstand nie den Schmerz meines Lebens in seinem Schatten. Du weißt nichts über Schmerz. Wahren Schmerz. Du kannst mir keine Angst machen. Nicht mehr, als ich ohnehin schon habe. Die Pyrphorier sind Teufel.
Der schreckliche Pakt, den ich mit ihnen schloss, ist außer Kontrolle. Als sie Samuel ermordeten, wurde mir klar, dass sie eines Tages auch mich holen würden. An dem Tag, an dem sie dieses sterbende Reich mit Feuer und Flamme überziehen. Wieder so ein lästiger Prophet des Untergangs, Archie. Wie schrecklich langweilig. Seht nur, Ihre Majestät. Anscheinend bin ich endlich Ihrer Aufmerksamkeit würdig. Nun, zumindest vorübergehend. Mr. Edward Good, es tut mir leid, Ihnen mitteilen zu müssen, Sie werden bis zu Ihrem Prozess auf Bright Sands unter Hausarrest gestellt. Ja, schuldig im Sinne der Anklage. Deine Schuld wird dich überdauern, Onkel. Sieh nur, was du deiner Familie angetan hast. Er wird seine Strafe bekommen. Aber Edward leidet seit dem Tag, an dem sein Bruder starb. Fällt mir schwer, das zu glauben. Ihre Majestät befindet, dass Sie als Retter der neuen Welt diesen überaus bedeutenden Prozess selbst leiten sollten. Okay. Schön. Sobald er steht, wird euer Gerichtshof eine Ära des Friedens und des Wohlstands für das gesamte Königreich einleiten. Klingt doch eigentlich nicht schlecht. Die Frage ist mir hier das mir generell so ein bisschen stellt, Freunde, ist, ja, ob das dann etwas ist, was ich, ja, wie soll ich sagen, es bereits zum Ende zugeht, weil ich dachte eigentlich schon eher, okay, Edward, so ähnlich wie Lucius früher, bei 1404, vielleicht eher so drauf, aber jetzt scheint es doch so, dass die Pyrphoria, dass sie halt unsere Endgegner sind. Und wenn wir sie halt vernichtet haben, dass damit dann die Kampagne durch ist. Weil ich kann mich nicht erinnern, das oder irgendwie mal gehört zu haben, dass die Pyrphoria im normalen Spielverlauf vorkommt. Die Piraten und so, ja. Und Pyrphoria, die kamen, glaube ich, echt nur in der Story vor. Was ist denn das hier überhaupt? Offenbar kann ich hier etwas machen, offenbar doch wieder nicht. Das ist irgendwie ein bisschen schräg, Leute. Wir müssen uns auf den Tag der Abrechnung vorbereiten. Edward war nie unser wahrer Feind. Spielstand gespeichert. Das kann ja richtig, richtig lustig werden, Leute. Oh. Machst du das für mich? Sieh? So, da wären wir. Wollt ihr Redakteur nicht ein Bild von uns? Fleißige wie in der neuen Welt? Nicht zu glauben, dass Leute ihren Zeit mit diesen neuen Ablenkungen vergeuden. Was ist eigentlich mein Schiff mittlerweile? Ich bitte nur ungern um mehr. Du warst immer gut zu uns, Riffe. Riffe. Die Familie vor allem. Wo sind denn die? Ich fühle mich wieder jung. Sehr schön. Ja, die Familie sehe ich jetzt zwar nicht, aber egal, komm. Du hast dein Wort wieder gehalten, Riffe. Refe. Poncho-Weberei beeinflusst. Oh, das nehme ich aber gerne. Das Häusle. Moment, ich mache jetzt hier noch ein bisschen länger, Freunde. Ich hoffe, es ist mir nicht allzu böse, weil die heutige Folge ein paar Minuten länger geht. So, und dann, da sehen diese Poncho-Weberei. Machen wir hier noch eine schöne Handelskammer hin. Haben wir da ein Item. Ich sage hier. Arbeitskräfte erforderlich weniger. Geil. Ja, jetzt ist halt immer die Frage, wo zum Henker ist mein Schiff? Da kommt es ja. Ist zwar saumäßig langsam, aber da kommt es.
Komm, was du wolle. Bauen Sie Geschützstellung, bauen Sie Kanonenturm. Um uns vor den Pyrphoriern zu schützen. Ja, das wird noch lustig. Erwarten neue Horizonte. So, fortsetzen. Jetzt müsste eigentlich schneller sein. Ein letzter Blick. Jo, der ist schneller. Alter, wie schnell. Ich bin kein großer Redner. Meine Stimme klingt besser, wenn man sie drückt. Perfekt. Keine Was willst du mehr? Änderung? Wirklich? Keine Änderungen? Ja, so nicht doch nicht so, Mensch. Du machst einen guten Job. Kann man sagen, was man will. Ja, vorne ist halt... Was aber schnell. Bereit für den Einsatz. Verdammt schnell. 52 Tonnen kriegt er hin, wa? Jetzt hat die Frage, was machen wir jetzt? Kombination aus... Neue Befehle? Oh. Hinfort mit dir. Deine Anwesenheit ist eine Bürde. Hä? Immer noch? Gehört immer noch ihm die Insel. Krass. Bright Sands das hier, wird unserer Alter. Familie noch von großem... Naja. Aber ich irgendwie weiterhin noch alte Welt und so mit der hier kombinieren soll, oder wie wir das... Alter, mit der neuen Welt, was quatsch ich da? Nee, ob wir weiterhin die Kampagne mit halt... Ja, die was wir momentan so machen. Ein bisschen hier und ein bisschen da und so. Das ein bisschen so kombinieren soll. Hä, Hafenmeisterei, hallo? So, warte mal. Nee, hä? Hey, eine Anlegestelle, ja eben. Ich wollte dann noch eine hier unten machen. Was, wieso? Hä? Warum ging es gerade nicht? Okay, das Spiel hat teilweise noch ganz seltenen Bugs, Freunde. Ganz, ganz seltenen Bugs. Aber gut, Alles ist ein bereit. anderes Thema, finde ich. Wählen Sie aus Gerichtshof Fundamente. Oh! Das ist ja mal schön. Was haben wir denn da irgendwie hingestellt? Ein paar Dinge habe ich noch. Ja, keine Ahnung, was soll er da groß dazu sagen, Freunde? Und stellen Sie etwas Sinnvolles damit an. Danke. Die Folge, sehr interessant. Nur eine kleine Aufmerksamkeit. Ein paar Dinge fehlen noch und so, was er gerne machen würde. Also bitte zu viel Würste irgendwie einsetzen, Ich bin verbrauchen. ganz beschämt. Ah, wegen neu, weil er so viele Würste braucht. Nee. Also Metzgerei erweitern. Ne, ich habe genug Platz hier. Das sollte nicht das Problem sein. Habe ich überhaupt Probleme? Ich glaube nicht, wa? Ihr merkt schon, wa? Ich drücke mich ein bisschen davor, die Folge zu beenden. Köpfe magisch an. Weil ich genau... Was ist jetzt los? Bereit für den Einsatz. Teilserlaubnis, ja? Die gleichen Zimmernachbarn wie... Wer war das jetzt? Kein Plan. Weiß vermutlich selber nicht. So, wir können eigentlich echt mal hier überall mal die Gebäude upgraden. Denn es kommt uns ja nur zugute. Ich habe echt genug von allem. Oh, die Stahlträger sind ein kleines Problem, merke ich gerade. Stoppt die Maschine. Ich habe jetzt keine Stahlträger mehr, hä? Wir werden beobachtet. Ja, leck mich doch. Wir machen hier nichts mehr, so wie Sie es gesagt haben. Alter, auch wieder Handwerker dafür. Ist attraktiver geworden. Ja, schön. Ich habe gar keinen Stahl mehr. Ich habe keinen Stahl mehr. Nicht zu meckern bei dir. Ich habe 3 verdammte Hochöfen. Da habe ich auch alles genug. Hey, ist aber kein Stahl mehr. Nähmaschinen, ja, aber das braucht nicht so viel Stahl. Hallo? Okay, das muss jetzt aber Gelegenheit mal ein bisschen angucken, was da so abgeht, weil das ist nicht ganz normal, Freunde. Ich habe 3 verdammte Hochöfen. Und das Stahl nicht hinterher, WTF. Aber ja, das ist ein anderes Thema. Gut, ich beende sowieso jetzt auch die Aufnahme. Ihr seht, wir haben viel gemacht, es steht noch viel bevor. Was irgendwie auch schön ist, weil man es mal so noch ein bisschen betrachtet.
Und eben die Frage ist ja, wenn wir die Story abschließen, ich habe es nämlich nicht vergessen, es stand nämlich etwas da von wegen, es geht ja dann irgendwie mit dem freien Spiel weiter. Nachdem die Kampagne abgeschlossen wäre. Das könnte ja auch noch interessant, also gerade interessant finde ich, die Anlegestelle klappt, obwohl ich gar keine Anbindung habe an Hafen. Das ist auch nicht schlecht. So, also das andere Schiff ist hoffentlich wieder unterwegs, um die Welten zu durchsegeln, zu durchkurven, whatever. Konsumgüter, ja, das mit dem Ruhm wird, glaube ich, ein elendes Thema sein. Ich meine, ich könnte die Wurst sinkt. Ich könnte theoretisch ja gucken, dass ich irgendwie den Ruhm noch von hier importiere und so, von neutralen Kräften. Bla bla bla, da ja einfach wirklich mehr Ruhm hole. Ja, ich glaube, eher darauf hinauslaufen. Aber nicht jetzt, nächste Folge natürlich auch hier noch ein bisschen gucken und so, war. Und ich hätte gerne dann doch mal nächste Stufe noch, verdammte Kacke. Aber das heißt natürlich, Baumwollplantage heißt Prosperity, wenn man es richtig ausspricht, besiedeln. Das wäre eigentlich auch mal interessant. Mit diesem Blick auf den wunderschönen Besucher Kai sage ich wieder mal vielen Dank fürs Zusehen, Freunde, und bis zum nächsten Mal zurück bei Anno 1800, die Kampagne. Kapitel 4, der Krieg gegen die Pyrophoria, und ich schätze mal Kapitel 4 wird auch das letzte Kapitel sein. Wir können gespannt sein. Bye bye.